Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute wieder mal nach gefühlt einem halben Jahr ein neuer Gast. Also nein, nicht neu, aber so halb neu. So halb neu. Es ist einfach wieder mal für euch neu, oder? Für alle neuen Leute. Der Captain Anglizismus. Ja, stimmt. Nein, heute schauen wir ein bisschen, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Eigentlich müssten wir einfach so Shots ready machen. Heute machen wir wirklich, ich wollte jetzt gerade sagen Challenge, aber das ja, ich habe ready gesagt. Ja, das wäre ja auch schon Anglizismus. Also heute machen wir eine Herausforderung, dass wir möglichst wenig Anglizismus brauchen. Nur Schweizerdeutsch. Für unsere lieben Schweizer und Schweizerinnen da draussen, die es zulassen und nicht so gut Englisch können. Weil das gibt es auch. Und das respektieren wir. Ich zum Beispiel. Ja. Ja, okay. Aber ich würde sagen, du hast ein gutes Level von Englisch, so weißt du. Ja, es geht. Ich bin so ein richtiger jemand, der so genau so tut. Also letztes Mal in der Podcast-Folge hast du schon nichts Wörter gesagt. Ah, schon? Wo ich so bin, ja. Ah, shit, okay. Oh, also, schon shit gesagt, perfekt. Scheiße. Ja, nein, also, Real Talk. Nein, es ist unmöglich, schau, es ist unmöglich, keine Anglizismen zu benutzen, aber ich habe eine Podcast-Folge von uns selber nachgelost und wenn du dich hörst, macht es so viel schlimmer irgendwie. Ja, und wenn du dich mal darauf konzentrierst. Genau, wenn es dir einmal auffällt, was vielleicht bei vielen der Fall ist, dass so, wow, das ist jetzt verdammt komisch, dass er dort das englische Wort sagt. Sobald es dir auffällt, ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Darum achten wir uns nicht drauf. Also ist for real so, ich habe auch schon eine Podcast-Folge. For real so? Und das ist wirklich so. Aber ja, dann mache ich die ganze... Weißt du? Und eigentlich ist es voll nicht schlimm, aber wenn es mal auffällt, bin ich so, oh mein Gott, ich kann nachher die ganze Podcast-Folge auseinanderschneiden und jedes rausnehmen. Ja. Aber Leute, wir machen nichtsdestotrotz, obwohl da ein Gast ist, gleich unser Format. Und zwar immer das Lustigste von der Woche. Und weil ich in dieser Woche nicht so eine funny Story erlebt habe, frage ich jetzt auch ganz spontan mal dich. Hast du etwas Lustiges in dieser Woche? Also ich habe eigentlich eine mega, mega dichte Woche gehabt und wir reden jetzt schon von der letzten Woche, weil heute ist ja Montag. Ja, fair. Und das Lustigste ist wahrscheinlich ob es lustig ist, kann man debattieren, aber ich bin am sehr wunderschönen Samstagnachmittag, und zwar an dem Samstagnachmittag, bin ich zu unserem Auto gelaufen, das ein bisschen weiter weg parkiert ist. So bei einer Garage, musst so vielleicht 3-4 Minuten laufen. Und auf dem Weg dorthin haben an der Bushaltestelle 2 kleine Buben Sirup verkauft. Und ich bin halt mega, mega gutherzig, so allgemein als Person. Und darum habe ich natürlich einen Sirup gekauft. Hey, aber einfach so in einem Glas? Nein, immer so einen Becher und es war verdammt übersüß gewesen, aber ich habe mir gedacht, das sind irgendwie Kinder, die haben wahrscheinlich keinen Sinn für, wie süß ein Sirup muss sein. Auf jeden Fall habe ich mir nachher einen Sirup gekauft, aus gutem Willen. Und nachher ist mir genau etwa 3 Minuten später ein Autounfall passiert. Das heisst, mein Karma ist momentan so im Plus, irgendwie morgen werde ich heiraten oder so. Also es kann ja nicht wahr sein. Aber ja, das ist so ein bisschen lustig und so ein bisschen traurig. Aber ist nicht der Autounfall sogar weg diesen Kiris? Ja, also nein, nicht weg denen, aber schlussendlich hätte ich es nicht gemacht, wäre das andere Auto nicht gekommen und dann wäre ich glücklich ins Gym gefahren, ohne irgendwelche Probleme. Ja. Aber niemand ist verletzt, allen geht es gut. Mit dem Portemonnaie geht es nicht so gut, leider. Aber das Leben schert und das gehört dazu, meine Damen und Herren. Ja, das war eine sehr tiefe Aussage. Aber im Fall, ich würde ohne Witz sagen, wir gehen eigentlich straight mal ins Thema, weil ich glaube, also das wird eine ewig lange Podcast-Folge. Dicker Mocken. Ich hoffe es für euch nicht. Nein, aber ohne Witz, ich habe ja eine Podcast-Folge gemacht über das Thema Schulsystem und so, ich habe es ein bisschen granted. Und es sind so viele Fragen zum Thema Gymi gekommen und wie war das bei dir gewesen und über Abschlussprüfungen und Stress und keine Ahnung was alles. Und darum habe ich da meinen Bruder ins Boot geholt, weil der sicher das Gymi gemacht. Peace out. Die 2 Sulzer Gymnaschulen. Ja, yeah. Und darum haben wir gedacht, wir dann einfach mal zusammen Fragen beantworten, aber ich glaube, du hast sicher auch noch eine andere Perspektive. Also ich weiss gar nicht, aber ich habe irgendwie so ein das Gefühl, ich bin die so gewesen, die hure viel hat lernen und scheiß Noten gemacht hat. Und du hast ja keine viel lernen, aber du hast dafür gute Noten gemacht. Ich glaube sicher noch schon, im Profil gibt es sicher eine Diskrepanz an was wir erlebt haben im Gymi. Aber ich würde sagen, so grundsätzlich haben wir glaube schon ähnliche Erlebnisse gehabt. Im Sinne von, eben, es war das gleiche Gymi erstmals und so. Aber sonst habe ich das Gefühl gehabt, jetzt vom Vibe her sind wir eigentlich relativ ähnlich im Gymi. Ja, das stimmt. Also eben, was halt noch ein Unterschied... Ah doch, das ist zwar auch gleich, wir sind beide vorher in der Sek gewesen, und in Zürich gibt es so... Nein, das kommt gar nicht davon, aber wir sind in der Sek A halt gewesen, das kommt nicht davon. Ja. Aber das ist nur in Zürich, glaube ich, so. Aber was vielleicht höchstens davon kommt, ist eben, dass du nach der zweiten Sek kannst gehen
Ja. oder nach der dritten. Und was sicher lustig gewesen wäre, ist, dass ich ja in der zweiten Sek habe ich ja Gimmi-Prüfung bestanden. Und dann hätte ich theoretisch können mit dir in den Jahrgang kommen. Hä, haben wir gleichzeitig Prüfung gemacht? Ja. Nein. Doch, also ich habe in der zweiten Sek, in der zweiten Sek habe ich ja Gimmi-Prüfung einfach so gemacht. Hä, aber wir haben beide Gimmi-Prüfung. Oder warte, das war kurz. Weil ich mag mich erinnern, das mag ich mich daran erinnern, wenn es mal uns beide dorthin gefahren hat. Vielleicht ist es in der 6. Klasse gewesen. Ja, Bin mir ja, nicht sicher. ja, ja. Schon? Okay. Ja, stimmt. Nein, habe ich es in der zweiten Sek nicht gemacht. Das Ja, kann sein, doch, jetzt kommt es meinen Sinn. Okay. Also eben in Zürich kannst du sie ab der 6. Klasse machen, 2. Sek und 3. Sek. Und eigentlich die meisten, würde Ich glaube schon sagen. national nicht. Schon? Ja, ich glaube schon. Ich glaube eben nicht. Ich schreibe jetzt mal einen Kommentar, wie das ja im Kanton ist. Die müssen erstmal ein bisschen übersetzen. In Bern ist es der Gimmer. Ah ja, stimmt. Und nachher Kante und nachher. Ja, das wenn sind wir alles das Welche mit Synonyme. Lycée. Das sind alles Synonyme, meine Damen und Herren. Ja, Also das bei uns ist Gymnasium. Aber ich glaube, Gimmi ist im Fall nicht so. Ich glaube nur Zürich sogar. Echt? Gimmi sagen, glaube nicht so viel. Und korrigiere mich bitte, aber ich habe das Gefühl, Kante ist viel ein Ja. normaler. Oder was gibt es Aber noch? ich habe Leute, die bei mir jetzt im Studium sind, die vom Kanton Schweiz kommen und die sagen, sie sind in der Kante gewesen, aber sie sind eigentlich in der FMS gewesen. Ja, ist auch dann nicht ist das Gleiche. ja irgendwo gibt es dort das Problem. Ja. Wie sagt man dem dann? Einfach Gymnasium oder was Der ist Gimmer. das? Kanton? Der Nein, Gimmer. Kantonsschule ist auch nicht. Ja, ich wüsste, was ich meine. Gut. Auf jeden Fall, wir haben es beide ab der 3. Sek gemacht. Du hast, wie gesagt, Prüfung schon in der 6. Klasse gemacht. Ich habe gar nicht Plan gehabt, zu meinem Gimmi gehen. Ich war plötzlich so kurz bevor, wo ich von «Fuck, ich muss jetzt eigentlich eine Lehre machen, ich habe keinen Bock». Dann habe ich, habe ich spontan eine Gimmi-Prüfung gemacht und bin ins Gimmi. Aber ich bin eigentlich nie so... ich habe nie Bock gehabt aufs Gimmi eigentlich. Aber ja, darum vielleicht mal so grundsätzlich so, wenn... sind wir im Gimmi gewesen? Willst du ein Jahr wissen? Ich will Weil ich das hätte Datum keine wissen. Ahnung, Bro. Ich weiss sogar noch... 2018 oder so? Nein. Ah, doch. Bei dir ist es 2018. Bei mir, also mein erster Schultag war am 22. August 2017. Gewesen. Ja, dann wird es 18 sein bei mir Ja. in dem Fall. Voll. Und ich habe abgeschlossen im 21. und du im 22. Ja, das kann gut sein. Genau. Das heisst, ich will gar nicht rechnen. Seit 3 Jahren bin ich nicht mehr im Gimmi. Das ist schon Gut, schon Ewigkeiten. ein bisschen mehr theoretisch als 3 Jahre. Ja, eigentlich schon fast so lange, wie ich im Gimmi bin. Ja. Krank. Ja, darum wird wahrscheinlich auch schon vieles wieder ein bisschen weg sein. Aber ja, grundsätzlich das. Was war dein Schwerpunktfach gewesen? Ich war ein neusprachlicher Herr gewesen mit Englisch und Italienisch. Ja, stimmt. Aber was hast du mehr gehabt? Ja, Englisch logischerweise. Ja. Wir haben sehr viel Englisch gehabt. Ist das logisch? Oder könntest du auch umgekehrt? Nein, du kannst glaube nicht Italienisch-Englisch, aber du kannst zum Beispiel, du kannst Englisch-Spanisch und du kannst Spanisch-Englisch, soweit ich Aha, weiß. okay. Aber Italienisch Bei Italienisch musst du glaube Englisch als Hauptfach, also soweit ich weiß. Easy. Ich hatte ein bildnerisches Gestalten, BG. Voll. Hast du nicht auch überlegt, zum BG nehmen, oder nicht? Ursprünglich habe ich überlegt, zum BG machen und nachher bin ich an so einen Infoabend Ja. vor so 1 Jahr, bevor ich Gimmi Perfect gemacht habe und dort haben sie so geredet von dem neusprachlichen Zeug und das hat mich einfach noch ganz interessiert. Obwohl ich eigentlich ja nicht so ein Sprachlicher war in der Ja, du bist mehr in der- Mathe gewesen, ne? mehr Mathe, ausser eben Englisch. Englisch habe ich halt mega Ja, gut voll. können. Französisch nicht wirklich und Italienisch nicht wirklich, aber ich habe mir dann einfach gedacht, ja, Ja. Englisch als Hauptfach ist schon cool. Gut, jetzt bist du eigentlich auch recht sprachinteressiert, Bro. Der andere lernt Ja. Russisch. Kannst du etwas auf Russisch sagen? Здравствуйте, das heißt einfach Hoi. Das ist dann Ah. nur kompliziert. Ja, gar nicht, das heißt irgendwie so ein Oder halbes Satz. Пожалуйста ist auch bitte. Also es sind Ja. nur komplizierte Wörter teilweise. Lol. Aber kannst du mehr sagen? Kannst du einen Satz sagen? Hoi, ich heiße Sedi. Здравствуйте, меня зовут Седрик. Я живу в Zürich. Alter, das Zürich. klingt viel zu krass. Einfach. Du bist einfach, es ist nur interessant, wie du nur mit dem R eigentlich schon viel vom Akzent rausholst. Weil zum Beispiel das Wort normal ist ja auf Schweizerdeutsch normal. Ja. Und auf Hochdeutsch ist irgendwie so normal. Normal. Also das R gar nicht sagen, auf Ja. Englisch einfach so normal. Normal. Und nachher Französisch normal. Ja. Und nachher normal. Ja, aber ich glaube, das kannst du sehr gut. Ja. Auf jeden Fall, das war noch ein Schwerpunktfächer gewesen. Ich habe jetzt grundsätzlich im Fall einen Fragesticker bei mir in der Story gemacht. Und ich habe noch nie so viele Fragen in einem Fragesticker gehabt. Ich habe, sorry, meine Lehrer aus. Ich habe während dem Unterricht habe ich so alle Fragen müssen durchlesen. Und Du hast darum ein schlechtes Bild genommen übrigens. Das gefällt mir gar nicht. sorry. Das Ich habe das voll herzig. Nee. Aber das andere hat mir eben auch besser gefallen, aber es war so zu nahe gewesen. Da wären wir beide so schon. abgeschnitten gewesen. Okay, ja. Ich dachte, das müssen wir so machen. Aber darum werden wir eigentlich grundsätzlich vor allem Fragen beantworten. Ich glaube, dann entsteht auch so ein bisschen ein Gespräch. Erste Frage. Warum haben Sie sich für das Gymnasium entschieden?
Oh, Kabuki Cavalier. Nein. Ich weiss noch, ich bin schnuppern bei der Sunrise. Ja? Ja, und die Wichser mich nicht wollen. Shoutout Sunrise. Oh mein Gott. Nein, wieso habe ich das Gimmick gemacht? Du, ich glaube, in der Sek ist mehr so das Ding so, du machst keine Lehre, dann mach doch das Gimmi. Vor allem in der Sek auch. Ich muss so schnell lachen, ich mag mich erinnern, wo ich dir helfen für eine Bewerbung. Ist das für Sunrise gewesen? Ui, keine Ahnung. Nein, warte. Das kann schon sein, aber ja. Warte, du hast irgendwie so... Oh Mann, irgendwas mit Löffel. Ja, ich weiß nicht. Warte, ich weiss, was du meinst. Für ein Video hast du mir helfen. Das ist für... Du hast so gestellt gesagt, wenn sie Lust haben, mich anzunehmen für eine Nein, Werbung, das ist Swisscom. dann schreiben sie mir doch. Das ist Swisscom gewesen, die haben mich nachher genommen. Die haben dich genommen in dem Video? Okay, krank. Ja, aber es war ein geiles Video gewesen. Ich muss es wieder mal anschauen. Aber ja, zurück zu deiner Frage, wieso hast du es genommen? Eben, ich glaube, wenn in der Sek, vor allem in der Sek A, so ein bisschen, ich glaube, das wird auch von den Eltern ein bisschen eingeredet, dass wenn du eigentlich dir die Schule gefällt und dir die Schule nicht so schwer fällt, vor allem, dann ist auch das Gimmi ein sehr guter Weg, was ich eigentlich auch der Meinung bin. Also, ich glaube, mit dem Gimmi hast du nachher, ich weiß nicht, ob wir da jetzt den Punkt zu fest irgendwie vorwegnehmen, aber mit dem Gimmi hast du halt nachher mega viele Optionen. Und halt wirklich auch die Freiheit, um so ein bisschen nachher die Zukunft zu gestalten, mit was du auch immer willst. Vor allem jetzt gerade in meinem Fall sieht man, dass ich das Gimmi gemacht habe und jetzt 3 Jahre später schon auch einen Lehrabschluss habe. Ja, fair. Weil ich eben durch das Gimmi so eine Way-Up-Lehre können machen, was wir vielleicht später noch dazu kommen. Ja. Aber ich glaube, damals habe ich mich wirklich einfach entschieden, zum Gimmi machen, weil es halt so ein bisschen der Weg ist, wo eigentlich einerseits eben halt du nicht so definitiv schon eine Lehre musst wählen, im Sinne von so eine Berufsrichtung musst wählen, sondern mehr so etwas Allgemeines kannst wählen. Und halt wirklich, weil mir auch die Schule relativ einfach gefallen ist, auch in der Sek Ana. Und ich da gemeint habe, ja, also das Gimmi ist eigentlich so wahrscheinlich der richtige Weg. Also ich habe mich wie gefühlt, als gehöre ich ins Gimmi. Ja. Und es ist mir auch so von Schulkameraden und Kameradinnen so ein bisschen klar gemacht worden, dass ich so eher ein Gimmi-Schüler bin wahrscheinlich. Es ist eigentlich voll lustig, weil bei mir ist es eben genau umgekehrt gewesen. Also ich bin jetzt nie irgendwie, ich bin in der Sek A gewesen, ich bin jetzt blöd gesagt mega schulisch stumm gewesen, so, aber ich bin jetzt nie, also ich habe das Gefühl, ich bin nicht so das Streber in der Klasse gewesen. Höchstens vielleicht in Mathe, lustigerweise. Dort bin ich immer so auf einem 5 oder 6 gewesen. Also in der Sek, vorher auch nicht. Und sonst bin ich eigentlich immer relativ scheiße. Also so 4,5 so bin ich gewesen, so ein Mensch. So. Also ich bin nie rausgestochen. Bei mir war es einfach so gewesen, ich bin auch schnuppern und mir hat es gar nicht gefallen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Also Mami hat mich mal heulend abholen. Darum, ich habe mich halt gar nicht gesehen schon in der Berufswelt. Es war wirklich ein paar Mal, dass ich schnuppern bin und ich habe mich so nicht wohl gefühlt, mit älteren Leuten irgendwie schon arbeiten, in dieser Berufswelt zu sein. So, ich habe mich wohl gefühlt einfach mit Leuten in meines gleichen Alters und einfach noch das so weitermachen in meinem gewohnten Habit, also Schule, so wie ich es kenne. Darum habe ich dann aber eine Doppelaufnahmeprüfung gemacht mit FMS. Und für die FMS hast du einen 3,75 Durchschnitt gebraucht und im Gymi hast du einen 4er gebraucht. Und ich habe dann eine Prüfung gemacht und ich habe einen 4,5 glaube ich sogar gehabt, einen 4,5 Durchschnitt. Ja. Und dann bin ich einfach ins Gymi gegangen, so, weil das ist auch von uns viel näher gewesen. Also nur 4 Stunden und sonst hätte ich halt auf Zürich müssen und da braucht man 40 Minuten. Ja genau, das ist so ein bisschen das Grundding. Fun Fact, ich bin übrigens auch, ich habe jetzt nicht deine Story unterbrechen, aber ich habe einmal auch gekühlt beim Schnuppern, ja. Da bin ich zu Wallisellen gewesen, als Betriebsinformatiker. Aber ich habe vor dem Ding müssen heulen, weil es auch zu viel Druck war. Ja. Ich habe das Gefühl, Wallisellen ist für uns so Zürich-Oberlanden schon eigentlich noch relativ weit. Vor allem, wenn du jetzt nicht gerade so um die Stadt Zürich herum wohnst. Ja. Dann ist so Wallisellen schon noch ein bisschen, Ja, nein. Aber bei mir ist, ich bin beim Coiffeur schnuppern und ich weiß auch nicht, ich finde es, also ich glaube, für die jetzt einen Job haben, wo man 8 Stunden lang muss stehen, ist das so, what the fuck, aber für mich war das schon heftig gewesen. Also ich bin alle 5 Minuten aufs WC gegangen, um einfach können hocken. Yeah. Und keine Ahnung, die haben mir auch Schock gegeben, damit mein Kreislauf nicht zusammenbricht. Und ich habe mich einfach so unwohl gefühlt, weil es hat so eine alte Oma gehabt, die so, sorry, aber sie hat so Schuppen gehabt und sie hat so graue Haare gehabt und ich habe auch nicht verstanden, warum die orangige Mäsch will haben. Und ich habe dann ihre Haare anlangen und es hat mich einfach alles so angeekelt irgendwie. Weil ich bin auch selber, ich bin noch nie im Coiffeur, meine Haare geschnitten. Das war das erste Mal im Coiffeursalon. Das ist überhaupt nicht das Berufswelt, so null. Ich weiß auch nicht, ob ich das gemacht habe. Wir haben so die Woche gehabt, weißt du, so, wo du die Säcke hast, wo du so einfach kannst voll Dinge mit schnuppern. Und ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt,
ich weiß gar nicht, ob ich schon gewusst habe, dass ich Prüfung will machen fürs Gymi. Aber einfach, das Mama ist dann so gesagt, ja, geh doch noch zum Coiffeur, du lernst coole Frisuren und so. Sie hat es mir so geil verkauft und ich habe so ein Trauma jetzt. Ich bin bis jetzt noch nie beim Coiffeur gewesen. Ja. Darum, falls du einen Coiffeur zulässt und mein Trauma will mir nehmen, schreib mir. Ja, genau. Ich sage es mal ganz schnell, wenn wir den Podcast so ein bisschen aufgliedern. Ich habe jetzt da alle Fragen schön sortiert. Machst du das wie so bei einer PowerPoint, so Ablauf? Ja. Ablauf? Ja. Einblenden musst du ja nicht wirklich. Ja. Stimmt. Also Leute, wir kommen zum, wie sagen wir dem? Zum Inhaltsverzeichnis? Ja, einfach Ablauf. Ja. Nein, ich habe zuerst überlegt, eigentlich so chronologisch, dass es zuerst um die Aufnahmeprüfung geht beim Gymi, dann so ein bisschen der Alltag Gymi, so ein bisschen schlechte Noten, Stress, ich glaube, das wird dann ein Ja, da sind wir eigentlich gut drin. Ja, Maturaarbeit, Matura und Zukunft, was so ein bisschen nach dem Gymi ist, da haben auch sehr viele Fragen gehabt. Aber ich fange im Fall einfach mal mit den Fragen an. Also, jetzt kurz Aufnahmeprüfung, ich glaube, da gehen wir nicht so tief hin, aber einfach noch kurz, wie war es für dich? Nein, also ich habe sicher auch eine Vorbereitung gemacht. Same. Ich glaube, was bei mir so ein bisschen der Vorteil war, ist, dass ich halt wirklich, und ich habe gelernt, weißt, es ist nicht so, als hätte ich es aus dem Ärmel geschüttelt, aber ich habe wie Selbstbewusstsein gehabt, dass ich bin mir wie sicher gewesen, okay, ich bestehe die Prüfung. Und nur schon, wenn du den Hintergedanken hast, macht es halt 10-mal einfacher. Eigentlich manifestieren ein bisschen, sozusagen. Ja, wenn man so will. Du kannst ja sagen, es ist so ein bisschen Placebo, dass du dich nachher einfach wohlfühlst. Und wenn du dich wohlfühlst an der Prüfung, dann bist du einfach besser an der Prüfung. Das ist einfach so. Und das hat man halt vor allem gemerkt bei der Joel, die halt extrem mit Prüfungsangst Probleme hatte, was du auch, glaube ich, schon darüber geredet hast. Ja, wir haben eine Folge gemacht. Genau, und ich glaube, ich habe das überhaupt nicht gehabt, was halt die Prüfung für mich relativ einfach gemacht hat, im Sinn von, wie viel Druck es für mich war. Jetzt rein vom Stoff her, habe ich das Gefühl, kann ich schon ein bisschen arbeiten. Und ich glaube, die Gymi-Vorbereitungen haben mir auch viel geholfen. Also ich habe wie, das Mami tut mir gerne ein bisschen Kredit wegnehmen, also weißt du, so ein bisschen die Blümchen in dem Sinne nicht geben, dass ich nichts gemacht habe dafür, aber ich habe schon gelernt. Ja. Aber ja, es war jetzt nicht die schwierigste Prüfung für mich. Bei mir, ich weiss eben gar nicht mehr genau, wie es war. Ich weiss einfach, ich habe auch Gymi-Vorbereitung gemacht und ich habe schon recht büffelt. Ich habe sehr viel mit meiner Mom gelernt und ich habe, also was mir am meisten geholfen hat, ist einfach so Prüfungen von den letzten Jahren zu machen. Das hat mir sehr viel geholfen. Ja, und stimmt. So Aufsatz schreiben und auch du kannst ja, wenn du einen Aufsatz schreibst, kannst du das deinen Deutschlehrer kannst das geben, dass sie es korrigieren und dir Feedback geben. Das ist auch gut. Und dann gibt es noch so Basic, wie sagen wir, so Basic Sachen wie zum Beispiel eine direkte Rede einbinden und einfach so Sachen, wo man so ein bisschen kann, wie wirklich drauf schauen. Also schaut unbedingt so, falls ihr gerade eben in der Gymi-Vorbereitung sind, da gibt es tausende von Videos, wo man sich darauf vorbereiten kann. Ja, und wirklich, es geht gerade bei Aufsätzen geht es wirklich einfach darum, um so alles zu zeigen, was ihr könnt. Im Sinne von eben so indirekte Rede, hast du was hast du nicht gesagt? Einfach so, einfach so Zeug einbauen, auch wenn es vielleicht teilweise ein bisschen erzwungen ist. Voll. Dass die Lehrer einfach wie sehen, oder die, die es kontrollieren, dass sie sehen, dass sie das können. Und das gibt dann einfach wie Punkte. Das sind wie Gratispunkte, wo du kannst holen kannst. Und, also ich weiss jetzt voll nicht, ob das bei mir so ein Pluspunkt war, aber ich habe immer das Gefühl, dass das so mein Key war. Ich habe etwas hure Persönliches geschrieben, also von einer richtig familiär persönlichen Story eigentlich, wo blöd gesagt eigentlich niemand etwas angeht. Also, aber ich habe irgendwie, also das ist ja mit Abstand ich glaube, meine beste Note von der Gymi-Aufnahmeprüfung. So, die hat mich auch hure aufgezogen, der Aufsatz. Voll. Ja. Und sonst, im Fall, es gibt glaube gar kein Französisch mehr. Wir haben ja Französisch ja, ich bin hure gut im Französisch sogar. Echt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin sehr scheiße gewesen. Alter. Ich war in Deutsch scheiße gewesen. Ah, du bist in Deutsch scheiße gewesen? Nein, ich glaube, in Deutsch hatte ich einen 4,75 gehabt. Schon? Ja, mit so, ja, ich weiß gar nicht mehr, mit eben Hälfte Grammatik und Hälfte Aufsatz. Mathe ein 4,5er und ich glaube Französisch ein 4er oder so. Okay. Also ich glaube, ich bin überall über einem 4er gewesen, aber ja. Genau, ja. Wie würdest du sagen, ist es für dich der Übergang von Sek A zu Gymi? Ist es viel strenger im Gymi? Tun wir jetzt gerade die Frage zusammenbinden mit dem Stress? Oder? Kann man. Okay. Ja. Weil ich würde sagen, du bist wahrscheinlich sicher ein bisschen länger am Reden. Aber das Gymi ist sicher schwieriger als Sek A, was glaube ich selbstverständlich ist. Ein bisschen. Sollte es auch irgendwo. Sollte es auf jeden Fall. Ich habe den Übergang eigentlich sehr angenehm gefunden, weil das erste Gymi ist eigentlich noch voll okay und ich finde, sie dich easy gut zu allem einführen und so. Und so gerade bezüglich dem Lernen habe ich sicher ein bisschen aufwachen.
wenn ich das mal so sagen darf. Stimmt, du hast das erste Mal lernen, du hast es nie richtig gelernt, oder? Nein, schon teilweise auf gewisse Themen, aber so im Gymi musst du halt wirklich, wenn du nicht aufpasst, musst du vor allem viel lernen, weil halt der Stoff ist halt einiges mehr und der Stoff ist halt einfach komplexer als in der Sek A. Und eben in der Sek habe ich die meisten Prüfungen eigentlich können nur mit dem Unterricht bezwingen. Ja. Während im Gymi ich nachher entweder weniger aufgepasst habe, was vielleicht teilweise auch ein bisschen der Fall war, aber sicherlich auch eben, ich einfach müssen lernen, weil halt der Stoff schwieriger geworden ist und weil es auch mehr Stoff geworden ist. Gerade in Fächern wie zum Beispiel Biologie, wo du all die Konzepte eigentlich noch nicht kennst, musst du sicher viel lernen, weil zum Beispiel für mich sind Sachen, wie zum Beispiel in Mathe, habe ich eigentlich schnell gecheckt, weil wie ich all die Konzepte schon ein bisschen kann und noch hat es Verbindungen gegeben, dort und das. Aber wenn du zum Beispiel in Biologie ein Thema neu anfängst und du musst nachher irgendwie über rezessive und dominante Gen lernen, dann wird es ein bisschen zu komplex, um das einfach so aus dem Ärmel schütteln. Bin mir sicher, es gibt Leute, die können das. Ja. Bei mir hat das dann wie nicht mehr funktioniert. Ja. Und vielleicht zum Stressfrage auch noch beantworten. Für mich ist dann insgesamt nachher das Gymi eigentlich nicht so stressig gewesen, würde ich sagen. Der Lifestyle tut sich ein bisschen ändern, gerade wenn man so ein, ich sage jetzt mal, ich glaube, es gibt eben viel so die cleveren, weißt Primarschulboys oder whatever, die niemand lernen oder alles aus dem Ärmel schüttelt, was auch immer. Aus Blatt können schiessen und einen Sechser haben. Also. Genau, das wird sich sicher ein bisschen ändern im Gymi, falls du so eine Person bist. Ja. Also nicht nur Buben, weißt auch Mädchen, die so einfach die Prüfung aus dem Ärmel schütteln. Das Gymi ist sicher ein bisschen strenger als Sek und dementsprechend auch ein bisschen stressiger. Ja, auf jeden Fall. Nein, eben, bei mir ist es eigentlich so ein bisschen, also, wo ich ins Gymi gekommen bin, hat sich ja eigentlich recht viel Stoff wiederholt von der Sek, weil ich ja quasi, oder wir wie wiederholt haben, weil wir von der 3. Sek gekommen sind, aber mit Leuten in die Klasse gekommen sind, die eigentlich auch von der 2. Sek gekommen sind. Und das hat mir so ein bisschen einen Ego-Push gegeben. Also zum Beispiel gerade in Mathe bin ich am Anfang im Gymi hure gut gewesen. Also meine erste Prüfung war auch noch 5,75 und so gewesen. Ich hatte das Gefühl gehabt, jo, was denn alle so mit Gymi ist so schwer und so. Also am Anfang ist hure gut gelaufen. Ich habe auch eigentlich meine Probezeit recht gut bestanden. Und nachher ist es dann bergab gegangen. Also nachher habe ich es eigentlich im Fall das ganze Gymi schon als relativ stressig empfunden. Aber ich würde im Fall sagen, es hat auch nicht nur also eben auch damit zu tun, dass ich nie wirklich aufgepasst habe oder nicht habe können. Ich will es nicht aufs ADHS schieben, so, aber auch sonst irgendwie so mit Schlafmangel und nur schon der Druck von, weiss nicht, wenn du 3 Prüfungen in der Woche hast, ich kann wie, das ist mir so too much gewesen. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen einfacher können handeln, hätte mir wie, weiss doch auch nicht, alle 2 Wochen immer eine Prüfung gehabt oder irgendwie so, dann ist es immer 2 Wochen jeweils pro Prüfung zum Lernen. So. Also ich habe ja irgendwo auch, aber ich kann wie, wenn ich am Montag eine Matheprüfung habe und am Dienstag eine Deutschprüfung, dann kann ich eine Woche lang für die Matheprüfung lernen, aber für die Deutschprüfung dann erst, wenn ich die Matheprüfung habe. Und das ist mir so ein bisschen schwer gefallen. Voll. Ja, ich glaube, so die Frequency von Tests, also wie oft... Was ist das deutsche Wort? Ja, ich suche es aber gerade. Wie oft dass es eine Prüfung gibt, ist wie einiges höher in die Häufigkeit. Die Häufigkeit, ja. Die Häufigkeit von Prüfungen im Gymi ist wirklich krass im Vergleich zur Sek. Und vor allem, ich habe das Gefühl, in der Sek ist das einiges koordinierter unter den Lehrern, dass sie wie auch aufeinander schauen, wann haben die Leute wann Prüfungen. Und im Gymi ist das halt überhaupt nicht koordiniert und meistens höchstens irgendwie von der Klassensprechperson macht dann vielleicht damals einen Einwand von können die bitte nicht am Dienstag haben, wir haben am Montag schon 2 Prüfungen. Also dort müsst ihr euch wie wehren. Und wenn ihr in der Klasse niemand habt, der sich wehrt, dann musst vielleicht auch du dich melden. Ja. Weil sonst ist es wirklich unmöglich. Und nachher ist es einfach dumm, weißt du, wenn du am Montag 2 Prüfungen hast und am Dienstag eine und nachher den Rest von der Woche nichts, macht auch keinen Sinn. Nein, das killt wirklich. Also ich weiß auch nicht, wenn du beim Gymi warst, hast du 2 Prüfungen am Tag, dann weißt du, was Stress bedeutet, Alter. Das ist echt heavy gewesen. Ja. Und ihr dürft euch auch wehren. Also die Lehrer müssen nicht irgendwie das Gefühl haben, sie können da alles auf den gleichen Tag drucken. Das finde ich halt schon schwierig, dass es halt wie für jedes einzelne Fach eine Lehrperson gibt und halt jede Lehrperson das Gefühl hat, ihr Fach ist so das Wichtigste. Also wie, verstehe ich auch, weil das ist ja nur deine Welt, so das Fach, und für uns ist es halt wie, wir haben halt neben jedem Fach noch 30 andere Fächer so, und das macht es neben schon schwer. Ich glaube, das ist wie als Lehrperson vielleicht fast ein bisschen schwierig zu machen. Ja, und vor allem, erstens das und zweitens musst du auch ein bisschen schauen, weißt du, wenn du so eine Franz-Lehrperson bist in ihrer Mathe-Klasse, dann hast du halt den Anschiss. Ja. Aber die meisten Lehrer sind, glaube ich, inzwischen so ein bisschen, checken das so ein bisschen. Wir haben zum Beispiel auch einen, was ist das gewesen?
einfach so, ich sag mal, Wirtschaft und Recht ist nicht genau das gewesen, aber in der Mediamatikerlehre haben wir Wirtschafts- und Rechtsfach gehabt und wir sind Mediamatikerschüler, das juckt uns einen Dreck, auf Deutsch gesagt. Und die Person hat das mega gut gecheckt. Der checkt ja, das interessiert ihn nicht so fest, er hat einfach sein Zeug gemacht und er hat eingepackt und ist wieder gegangen. Und hat wie das Verständnis gehabt für uns, dass das uns nicht interessiert und dass das uns irgendwo durch auch nicht muss interessieren. Ja. So, vielleicht ist das jetzt nicht ein mega guter Punkt zum Gimmi, weil dort hast du halt die Fächer, aber... Das ist vielleicht schon auch ein Punkt, wo ich finde, ist vielleicht im Gimmi ein bisschen schwieriger, weil es halt... Also es ist breiter, es kann positiv sein, aber es kann auch negativ sein. Also ich habe das Gefühl, wenn du eine Lehre machst, dann hast du ja nachher schon recht eine spezifischere Richtung. Und in dem Sinn, also du hast ja safe auch so Grundfächer und so, aber du bist noch ein bisschen mehr, hast noch ein bisschen mehr einen Fokus. Und beim Gimmi hast du ja, also ja klar, du hast schon Schwerpunktfach, aber ich glaube bei uns, wir haben einfach 2 Lektionen mehr BG gehabt. Ich glaube, wir haben 4 Lektionen BG in der Woche und ich glaube, du hast 4 Lektionen... Nein, aber wir haben schon hure viel Englisch gehabt. Ja, okay. Ja, wir haben halt auch noch Englisch gehabt. Ich glaube, bei uns hat es wie noch extra Englisch gewesen. Ja, aber es ist wie nicht so, sonst ist ja wie, wir haben ja gleich alle Biologie, Chemie, Physik und all den Scheiß gehabt, so. Und falls du jemand bist, der halt weißt, dass du in eine kreative Richtung willst gehen, dann ist das auch ein bisschen Nachschiss, so. Ja. Voll. Ich hoffe, wir reden nicht zu breit für Zürich, weil ich habe das Gefühl, sogar die Profil gibt es zum Beispiel vielleicht nicht in anderen Kantonen oder so ein bisschen in einer anderen Variation. Ja, nicht genau das gleiche Amix. Ja. Gut, ich glaube, oder sie sind unterschiedlich benamselt. Sonst könnt ihr ja eure Erfahrungen, falls ihr von Bern kommt oder so, in die Kommentare schreiben. Oder ich komme einfach auf Zürich. Oder ich komme einfach einfach auf Zürich. Ich schwöre, Alter. Zürich Bestie. Ja, gibt es Prüfungsphasen oder sind sie verstreut? Eben, aber ein bisschen beantworten, damit wir nicht zu fest drauf eingehen. Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen beides, aber also manchmal gibt es wieder so Phasen, wo du einfach so 2 Wochen, 3 Wochen nichts hast und dann wirst du wieder voll bombardiert, aber es gibt eigentlich schon, grundsätzlich ist es schon verstreut. Also es ist sicher ein wie Studium, wo du so Prüfungsphasen hast. Voll. Aber es ist ja, so vor der Ferien kannst du schon ein bisschen erwarten, dass du dann mehr Prüfungen hast. Ja. Und auch meistens enger. Also am Anfang vom Schuljahr sind sie immer so relativ gut verteilt. Ja. Aber ja. Boah, jetzt eine schwierige Frage. Was machen, wenn man trotz viel Lernen schlechte Noten hat? Boah, fuck, da bin ich glaube die falsche Person, um das zu fragen. Ja, ich auch. Weil ich bin die, die genau die Frage immer hatte. Weil ich glaube, es gibt gar nicht wirklich eine einfache Antwort für das, weil wenn es eine einfache Antwort gibt, dann hätte man kein Problem gehabt, irgendwie so. Oder ich nicht. Aber ja, also ich sage im Fall ganz ehrlich, was ich würde im Nachhinein besser machen oder was ich das Gefühl habe, ist so ein bisschen das Domino von all meinen Problemen im Gymi, ist Schlafmangel. Also ich bin immer eigentlich um 12 Uhr oder später ins Bett, habe dementsprechend 5 bis 6 Stunden geschlafen und dann bist halt, das ist genau das Domino, wo du nachher in der Schule dann müde bist, dann nachher nicht aufpasst, nachher mehr Lernstoff hast und dann nachher einen riesen Berg an zu lernen hast, dann bist du aber auch wieder müde, weil du bist den ganzen Tag in der Schule gewesen, du kommst heim, du willst einfach auch noch pennen. Also das ist für mich ein extremes Domino gewesen, wo ich im Nachhinein das Gefühl habe, wenn ich das im Griff gehabt hätte, dann hätte es um einiges einfacher gemacht. So. Also eigentlich vor allem in der Schule aufpassen. So. Ja. Und also, ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, das war im Gymi so cringe gewesen, wenn man Notizen gemacht hat, aber das wäre hure schlau gewesen. Ja. Ja, ich sehe aber auch, wie die Schüler vielleicht nicht so Lust haben, um das zu machen. Ja. Weil ich bin auch nicht gerade also das Notizen? Beste. Ja, so während dem Unterricht. Aber es ist sicher praktisch. Ich glaube, mein Haupttipp wäre so ein bisschen vielleicht effizienter lernen. Für mich hat es zum Beispiel mega viel gebracht, wenn ich Zeichnungen gemacht habe, währenddessen mir zum Beispiel Notizen nicht so viel gebracht haben. Also zum Beispiel gerade die Fächer wie Biologie, wenn ich das gezeichnet habe und vor allem farbig gezeichnet habe, dann habe ich das nachher imprägniert in meinem Kopf. Voll, bildnerisch, so visuelles Gedächtnis. Ja, und man muss auch für sich herausfinden, was für einen funktioniert. Für die einen funktioniert das besser, für die anderen das. Aber auch zum Beispiel bei Sachen wie Wokis, habe ich auf Quizlet so immer einfach Antworten gemacht. Und ich habe wie nicht irgendwie, heutzutage kannst du irgendwie Lernen machen. Und dann tust du es zuerst abfragen und dann hast du eine Auswahl von 4, was auch immer. Voll. Für mich hat es am besten funktioniert, einfach immer durchmachen. Und die du falsch gehabt hast, kommst du auch nochmal über. Also so mit Kärtchen eigentlich, also die ersten Dinge, wo du so Kärtchen machst hin und her, also weißt du so. Nein, es ist wirklich, das gibt es mittlerweile das gar nicht mehr. Früher hat das auch Antworten geheißen. Und du hast wie einfach, sagen wir, du hast 100 Wokis gehabt. Ja. Dann machst du die jedes Mal durch, du musst einfach immer schreiben. Du musst einfach immer schreiben. Und nachher hast du, sagen wir, du hast 30 richtig. Dann musst du einfach die 60 oder die 90, 70 nochmal machen. Ja. Und das hat für mich am besten funktioniert. Und ich glaube, das Ziel ist wie, gerade im ersten Jahr hast du meistens nicht so viel Druck, dass du dann wirklich herausfindest, okay, was sind die
Arten, die für mich funktionieren und was funktioniert nicht. Und es gibt wie hure viele Ressourcen heutzutage im Internet, was es für Lernmöglichkeiten gibt. Simple Club. Nicht nur das, aber weißt du auch so, wie kannst du dir Zeug merken? Also, es gibt 1000 Lernmöglichkeiten, so unterschiedliche Angehensweisen, wie man so lernen kann, was eigentlich noch krass ist. Ja. So, wir haben das gar nicht, es sind hure dumm, aber wir haben nie gelernt, wie man lernt. Ja, So. das stimmt. Und ich glaube, heutzutage gibt es mega viele Tipps und Tricks im Internet und ich würde eigentlich die Leute ermutigen, das so ein bisschen sich über sich herauszufinden, weil es ist eigentlich mega praktisch. Es gibt ja Millionen von Lerntipps eigentlich. Und Genau. eben zum Beispiel, ich bin jetzt gar kein Mensch, der mit Hören oder mit Hören etwas lernen, so ich muss das visuell sehen oder irgendwie können visuell verknüpfen. Jetzt gerade zum Beispiel auch Wokis. So, dann habe ich das mit Situationen verknüpft oder ich kann es eben auch zeichnen oder irgendwie so mit Post-its so. Also gut, wenn es jetzt halt wirklich gerade Wokis sind, ja, der Fernseher, dann tust du den Dings auf den Fernseher. Ja, das so. hat für mich zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Echt? Nein. Doch, das habe ich verdammt gebraucht, um es im Alltag dann auch können haben. So. Eben, Ja. aber ich glaube, wenn man effizient lernt, dann sparst du wirklich so 50% von deiner Zeit, die du schaffst, ersparst dir einfach. Ja. Und ich glaube, das so in frühem Alter über einem herauszufinden, ist glaube mega praktisch. Voll. Gerade wenn du Und in der ich habe Schule wirklich bist. das Gefühl, auch was ich falsch gemacht habe, ich habe immer alles ins Kurzgedächtnis patcht. Also je nachdem kann es Sinn machen, so. Aber so, also je früher anfangen zu lernen, also ja, ich glaube, das gehört jeder Ich nicht weiss gerne, nicht. aber Ich bin persönlich nie so gegen das Ganze gewesen mit dem Kurzzeitgedächtnis. Ja. Schlussendlich war ja die Argumentation, dann behalte ich es nicht für immer. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie so all das Mathe-Zeug gibt es in meinem Kopf nicht mehr und ich brauche es auch nicht mehr. Und es ist nicht, ja, ich kritisiere nicht, dass man es lernt in der Schule, aber ich kritisiere auch nicht, wenn das Leute einfach nur ins Kurzzeitgedächtnis safe. rein tun. Nein, mein Also Problem so. ist einfach immer gewesen, dass es dann immer, zum Beispiel jetzt Mathe hat sich ja immer aufgebaut. Oder auch Französisch. Ja, fair, dann hast dann du all ist die es Wokis gelernt oder das Passé Composé und dann hast du es am nächsten Tag wieder vergessen. Aber in der nächsten Prüfung kommt es nicht mehr gleich. Das heisst, du hast eigentlich bei jeder Prüfung nachher immer mehr Lernstoff und wenn du es einfach einmal gelernt Ja. hast, dann hast du so fix drin und dann hast du für die nächste Prüfung nicht mehr so viel zum Lernen. Ja. So. Also gerade so Sachen wie Prinzipien ist schon schlau, wenn du das ein bisschen ins Langzeitgedächtnis probierst hineinzutun. Aber für mich persönlich so Wokis, ich habe oft Woki-Tests gehabt, wo ich nach einer Woche später alles vergessen habe. safe. Und Ja, das das ist finde ja ich auch normal. easy. Ja, so. nein. Ich hatte zum Beispiel jetzt gerade so im Kopf gehabt, zum Beispiel, hast du auch Vektorgeometrie gehabt im Mathe? Ja, voll, wo nachher So, sich das haben wir zum Beispiel in der aufgebaut hat, 5. ja. haben wir das gehabt, im SRS, Selbstlernsemester. Und da haben wir das selber uns beibringen. Und ja gut, bei mir war jetzt noch Corona dort, gewesen, also ich habe das wirklich hure schleifen lassen. Habe das dann kurz in meinen Kopf hineingedrückt und dann nachher einen Vierer geschossen oder so. Und dann habe ich das nachher an der Matur nochmal gehabt und ich habe alles nochmal lernen und keine Ahnung, also ich hatte den fettesten Druck von meinem Leben gehabt, weil ich keine Ahnung mehr hatte, wie Vektorgeometrie geht. Und bin nachher auch scheiße gewesen, aber darum hätte ich das dort richtig gelernt, glaube ich, hätte es mir schon ein bisschen genommen nachher an der Matur. Ja, allgemein an der Matur bist du eigentlich froh, wenn du alles schon hast. So. Voll. Ja, wie mit Stress umgeht, das haben wir auch schon recht beantwortet. Also ja gut, Stress ist vielleicht schon mal was anderes. Aber ich glaube, ich habe schon mal eine Podcast-Folge zu dem Ganzen gemacht. Ich glaube, wir müssen nicht zu fest drauf Ja, eingehen. voll. Ja, allgemein, was würdest du sagen, ist das Beste, das Beste und das Schlechteste am Gimmi? Mm. Finde ich eben auch spannend, weil ich habe mir noch glaub's- keine Gedanken Ich gemacht. glaube, das Besteste ist wahrscheinlich, auf eine Art ist es mega, mega cool und das checkt man, wenn man jung ist, checkt man das gar nicht so. Auf eine Art ist es mega cool, etwas können zu lernen und auch Lust haben, etwas zu lernen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in jedem Fach ist. Aber ich habe gerade so das Gefühl, wenn du früher in der Arbeitswelt bist, lernst du zwar sehr viel Praktisches, aber man findet gar nicht so viel über sich heraus, was man nachher für Interessen hat. Zum Beispiel gerade bei mir habe ich das Gefühl, dass ich den grössten Teil von meinem Leben eigentlich, ich sage mal, ein Mathe-Freak bin, in Anführungszeichen. Und ich eigentlich erst im Gimmi richtig erstens mein Interesse für Französisch entdeckt habe, Ja. aber auch generell für Sprachen. Und ich würde behaupten, dass wenn ich die Lehre gemacht hätte, entweder nach der 6. oder nach irgendwie der 2., nach der 3. Sek, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht über mich herausgefunden. True. Und vielleicht wäre ich nicht unzufrieden, wenn ich den anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber ich habe das Gefühl, das Gimmi gibt einem so ganz viele Möglichkeiten, nicht nur auf dem Papier, aber auch so ein bisschen in seinem Kopf, so was man über sich auch herausfinden. Und es ist ja wirklich cooler Stoff eigentlich. So. Ja. Biologie ist mega cooler Stoff, Chemie ist auch mega cooler Stoff. So. Aber All die ich Fächer glaube, sind das auch kannst du schon- erst im Nachhinein sagen. Also ich kann das erst im Nachhinein sagen, dass ich es eigentlich so... Also ich würde gerne, blöd gesagt, gerne nochmal gehen, aber weißt du, so, mich würde es im Nachhinein mehr interessieren. So.
Ja, safe. Ich glaube, es ist, ja, also ich sage es das Negative nachher, aber bei mir ist es positiv, also ich weiss nicht, ob das kannst verallgemeinern auf jedes Gymi, aber bei uns ist es auf jeden Fall so gewesen, dass ich das Gefühl habe, ich habe viel mehr mich können eben auch entfalten. Also so in der Sek habe ich das Gefühl, ist noch mal ein bisschen mehr, also ich habe auch eine coole Zeit in der Sek so, aber es ist noch mal ein bisschen mehr, du musst dich verstellen, der Stellenwert ist wichtig, wie du bei Jungs ankommst, ist wichtig, und im Gymi habe ich das Gefühl gehabt, du wirst viel weniger judged, was du anhast. Du fängst vielleicht auch an, politisch dich zu interessieren und vielleicht dich so ein bisschen chillen. Also ja, das kommt natürlich auch mit dem Alter so. Aber ich habe das Gefühl, du hast noch ein bisschen mehr... Also ich weiss nicht, wenn du jetzt irgendwo eine Lehre machst im Dorf, dann umgibst du dich ja vielleicht eben... Vielleicht gar nicht so... Also ja, du, so in einem Umfeld, wo so komplett neu ist. So. Und ich finde das zum Beispiel schon cool, dass ich so das Umfeld hatte. Ich habe ja so auch mich getraut, zum Social Media anfangen. Das hätte ich in der Sek niemals angefangen so. Und vielleicht auch nicht, wenn ich eine Lehre gemacht hätte. Plus eben so... Also ich weiss nicht, ob das Chachi tönt, aber recht viel, mit denen ich in die Sek gegangen bin, die sind halt wie für mich so sind recht... Ihr Beruf geworden. Hä? Sind ihr Beruf geworden. Das und viel zu fest noch... Also die würden nie auf Zürich ziehen. Also ja, das ist jetzt vielleicht böse, aber so, die bleiben dann in ihrer Heimat und die sind... Für mich sind die recht so... Sie bleiben so an ihrem Ort. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, ich schließe dem ein bisschen an. So. Ich glaube, es gibt Gimme-Bubble, wie man so schön sagt, erlaubt einem wirklich so ein bisschen seine Identität zu bilden. Voll. Was meiner Meinung nach in der Phase, wo man dann ist, was ja eigentlich Teenage-Jahre sind, was halt eine krasse Kombination ist von eben, wie breit du dich kannst entfachern, plus wie unwissend du noch bist. So ein bisschen. Also du kannst dich eigentlich Leute anschliessen und du kannst dies und jenes machen. Du kannst wirklich dich so, es gibt mir so ein bisschen, man sieht sich selber als Sims-Charakter. Und du kannst dich eigentlich immer so ein bisschen anpassen und deinen Haarstyle eigentlich jeden Tag anpassen. Eben, du wirst nicht mehr so judged. Ich habe das Gefühl, dort also ich habe jetzt nicht mit Style gefunden. Es gibt sicher nicht noch Leute, die judgen, aber ich habe das Gefühl, man erlaubt sich selber ein bisschen auch mehr so das zu machen, was man will. Ja, das stimmt. Voll. Also, ja, genau. Das war das Besteste gewesen. Genau, was ist das Schlechteste? Schlechteste? Ja, das geht sogar. Nicht? Nein. Ich glaube wirklich ganz ehrlich, so, ich glaube, das Gymi hat nicht viele Nachteile. Echt? Okay. Ich würde sagen, im Freundeskreis, wo du nicht viele Leute hast, die im Gymi sind, bist du halt dann der Gymi-Schüler. Was nicht an sich ein Problem ist. Ja. Das Schlechteste. Ja. Ich glaube, Lehrer können sicher teilweise sehr nervig sein, aber man kann sie ihnen auch nicht übel nehmen, weil schlussendlich... Ich weiss nicht, schlussendlich sind es halt einfach Lehrer, die auch nur ihren Job machen müssen. Ja gut, das hast du wahrscheinlich auch in der Lehrperson, die keinen Bock auf ihren Job haben, sind immer mehr so. Das ist jetzt auch nicht... Ja, eben, aber eigentlich ist es sehr unfair, so die Leute eben Lehrer verurteilen, weil eben wir haben zum Beispiel am Anfang unsere Franz-Lehrerin gehabt, du bist ja eigentlich voll eine coole Person, aber sie hat auch Franz gegeben. So, was ja eigentlich nicht eine faire Verurteilung ist. Aber. Ja, nein, ich würde vor allem sagen, dass ich das Schulsystem allgemein ein bisschen schwierig finde. Und auch gerade der Stress, so dass ich habe das Gefühl, ich fände es schön, wenn es noch ein bisschen mehr berücksichtigt werden, dass Leute eben dort sind, die gleich auch noch in einer Phase sind, wo du in der Pubertät bist, wo du vielleicht wo Struggles mit der Selbstunsicherheit kommen, mit Stress mit Freundschaften, vielleicht Familie, die erste Liebe, mit Selbstunsicherheiten und einfach, also du hast eigentlich in dem Moment ganz andere Probleme und dann kommt zusätzlich noch der ganze Zukunftsstress, weil dir ja so ein bisschen vermittelt wird, du musst die Matur bestehen, wenn du sie nicht bestehst, dann hast du gar nichts und bla. Das ist schon, habe ich als rechten Druck empfunden. Ja, voll. Ja. Ich glaube, irgendwo durch musst du aber trotzdem auch so ein bisschen das Gymi geniessen, auch wenn so sehr viel passiert. Ich glaube, gerade im Nachhinein, ich glaube, das sagen wir immer ein bisschen, aber im Nachhinein sagst du halt schon, das Gymi war so eine mega geile Zeit gewesen und währenddessen fällt dir das eigentlich gar nicht so auf. Ja. Also man muss sich wie auch erlauben, um so sich zu sagen, es ist okay, dass man gestresst ist und es ist wie nicht an sich schlimm, dass man all die Probleme im Kopf hat, so, dass man wie auch Zeit findet, um das doch ein bisschen zu geniessen. Und ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist, aber so das Gymi auch vielleicht nicht allzu ernst nehmen im Sinn von... Das stimmt, wie ein sehr schlechter Tipp eigentlich. Weißt du, wenn ich das so nicht zu ernst nehme im Sinn von... So ein bisschen chillen einfach, weißt du? Ich glaube, gerade was so die Zukunft angeht, also ich habe
das Gefühl, sehr, sehr, sehr viele Leute haben Angst, dass sie die Matur nicht bestehen. Und ich glaube, die Quote von Leuten, die es nicht bestehen, ist vielleicht jemand pro Jahrgang oder so. Mhm. Oder? Also das haben sie auch uns immer gesagt. Und also ich glaube, bei meinem Jahrgang haben sogar alle bestanden. Mhm. Darum, also ich habe schon recht Schiss gehabt. Also ich habe wirklich richtig Panik gehabt. Das ist so, kann auch, also ich sage im Fall ehrlich, ich habe die Gimmi-Zeit eigentlich schon sehr als schlimm in Erinnerung, abgesehen natürlich von Friends und so, aber sonst habe ich es sehr stressig in Erinnerung und sehr, also ich mag mich an ein paar Mental Breakdowns von meinem Leben erinnern, so vom Gimmi. Ich glaube gerade auch im Vergleich zu dem, was ich jetzt mache. So, jetzt habe ich wie voll meine Richtung, wo ich voll in meiner Bubble bin und das ist, glaube ich, im Gimmi halt nicht so mein Ding gewesen, weil ich vielleicht auch mehr so, ja, all das, was mir Spass macht, habe ich im Gimmi nicht so gehabt. So, zum Beispiel jetzt bei dir sind ja Sprachen und so schon auch noch dein Ding. Gut, bei mir Französisch mittlerweile auch, aber damals nicht. So, bei mir hat es ja nichts gegeben mit Videos. So BG war ja einfach Malen gewesen, das ist ja nicht so mein Ding. Darum, ich glaube, wenn du wie jemand bist, der nicht so seinen Platz dort drin hat, dann kann es schwierig werden. So, ja. Ja. Voll. Ja. Welches war das strengste Jahr für dich? Habe ich eine schwierige Frage. Da muss ich gut graben. Ich eben auch. Weil ich habe mir noch überlegt, SLS, also Selbstlernsemester. Ja gut, also bei uns ist halt, wir haben halt Corona, nachher SLS gehabt. Ja gut, ja stimmt, wir auch. Ja. Ja, darum nein, eigentlich geil gewesen. Das hast du einfach so am Nachmittag am frei gehabt. Ja, also bei uns ist halt, für mich ist halt Corona-Zeit eigentlich die beste Zeit von meinem Leben gewesen. So. Same. Was vielleicht etwas Naives ist zu sagen, weil es gibt wahrscheinlich Leute da aussen, die haben Leute verloren während Corona, aber wir haben in unserem Fall halt wirklich niemand verloren und eigentlich noch gewonnen. Ja, wirklich. Aber es hat auch viele Leute einfach schlimm gefunden, so isoliert zu sein oder nicht können in die Schule gehen und so. Ja, ich glaube, wir haben wie das Privileg gehabt von einer mega entspannten Familie, die nicht irgendwie aufdringlich war. Was ein mega Vorteil ist, weil ich glaube, es ist oftmals nachher zu Familienstreit gekommen, weil du halt aufeinander klappst. Ja. Und dann teilweise vielleicht auch Ehestreit, weil die gehen halt auch nicht arbeiten und nachher irgendwie so hat es nachher ein Problem gegeben. Es hat eine häusliche Gewalt und alles ganz schlimm gegeben, ja. Also wir haben wirklich mega Glück gehabt. Immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Sagen, Corona, beste Zeit vom Leben. Ja. Ist halt mega individuell, ja. aber bei uns war es wirklich mega cool gewesen und wir haben keine Schule gehabt, aber das ist, ja. Darum so, ja, aber das schwierigste Semester ist eben, weil es halt Corona geht und so, ist wahrscheinlich, ich würde sagen, das 2. Jahr gewesen. Bei mir, also das 4. Jahr. Ich würde im Fall bei mir sogar auch sagen. Aber ich weiss einfach nur noch, so das erste Semester habe ich mega nice gefunden, mega easy. Und im zweiten Semester, dann habe ich richtig Eierflatter gehabt. Dort habe ich meine Mental Breakdowns gehabt. Ich mag mich nur erinnern, wo so das zweite Semester vorbei war und ich bin so in meinem Zimmer gekocht, habe meine Blätter sortiert so und ich habe einfach gekühlt wie ein Schlosshund von Freude, dass ich es geschafft habe und dass ich durchgekommen bin. Weil es wird ja immer so zählt mit Pluspunkten und Minuspunkten und so. Und ich bin also ganz am Anfang des Semesters bin ich irgendwie minus 60 oder so und habe wirklich bis am ganz Schluss gekämpft, dass ich nachher irgendwie auf 1 Pluspunkt oder so bin. Also das war heavy gewesen. Darum, ich glaube, dort habe ich es am schwierigsten gefunden. Ja, und ich glaube, im zweiten lernst du ich glaube, das erste Jahr ist, um sich einfühlen. Nach das 3. Jahr ist so ein bisschen, du hast langsam den Dreh aus. Und das 2. Jahr ist eben so das dazwischen. Ja. So, du lernst all die Prozesse, nicht einmal jetzt fachspezifisch, aber so wirklich, du lernst den Prozess vom Lernen. Ja. Du lernst, wie Prüfungen funktionieren und wie, ich weiß nicht, du musst so alles so ein bisschen lernen zu handeln. Und du hast vom 1. Jahr, hast du auch noch das Selbstbewusstsein von ja easy und dann merkst du so, doch nicht so easy, Alter. Ja, genau. Ich würde sagen, ja, fairer Punkt. Was haben wir noch? Welches war das Jahr, haben wir schon gehabt. Wir kommen mal zum Thema Maturarbeit, dein Lieblingsthema. Ja, nein, also eben, wir haben es vorher schon 1-2 Sätze darüber austauscht. So, ich habe Lieder gemacht als Maturarbeit, wo ich schlussendlich eigentlich auch relativ zufrieden war damit. Also eben, Songs mit der Gitarre? Ja, und ich bin eigentlich zufrieden damit und ich glaube auch für mein Alter ist es relativ cool gewesen, vor allem für das erste Projekt in Musik. Und auch schlussendlich habe ich so ein bisschen das erreicht, was ich wollte. Ich wollte so ein bisschen mich eintasten in das ganze Musikding, weil es so ein bisschen, ich glaube, Tiefe mit dem Inneren vielleicht schon noch etwas ist, was ich gerne machen will. Und eben für das, dass es das erste Projekt war und für das, dass ich keinen Tropfen Hilfe von irgendjemandem bekommen habe, bin ich eigentlich sehr happy damit gewesen. Und jetzt im Nachhinein ist es noch das stolzeste Projekt im Sinne von, sagen wir mal, Qualität. Aber eben trotzdem so habe ich meine Ziele erreicht und bin eigentlich auch zufrieden damit. Ja, vielleicht muss man noch kurz sagen, ich glaube, das ist eben auch nicht an jedem Gimmi so. Wir können entscheiden zwischen
schriftliche Arbeit und praktische Arbeit. Also du musst bei der praktischen Arbeit musst, glaube ich, auch noch so 14 Seiten schreiben, aber das ist halt kein Vergleich so zu der schriftlichen. Und wir haben beide praktische Arbeit genommen. Ja, ich glaube 90% der Leute machen halt praktische. Ja, vielleicht, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall einen Kurzfilm gemacht. Der ist sogar noch online auf meinem YouTube-Kanal, der heisst «Help Kurzfilm». Check it out. Yeah! Ja, und also bei mir... Also wir können jetzt kurz sagen, wie wir so ein bisschen drauf gekommen sind. Ich glaube, es gibt auch recht viele, die so ein bisschen strugglen, was sie machen sollen. Und alle sagen immer, ja, mach das, was Spass macht. Und du bist so, ja, Bro, ich weiß doch nicht, was mir Spass macht im Leben. Aber ich habe so ein bisschen ein Mindmap gemacht, wo ich so ein bisschen herausfinden, was mich interessiert. Und es hat sich dann so ein bisschen herauskristallisiert, eben zum einen Videos machen und so. Und ich habe schon lange überlegt, so ein grösseres Projekt machen. Also ich habe damals eben schon YouTube-Videos gemacht und einfach... Keine Ahnung, man denkt so ein bisschen, an einem Video ein bisschen länger arbeiten, das hatte ich Bock gehabt. Oder mal so ein bisschen an meine Grenzen kommen und einfach mehr lernen, quasi nicht immer nur in dieser gleichen Bubble sein, wo man immer Challenge-Videos macht. Und zum anderen haben mich halt so Themen interessiert wie Jugend, Liebe und halt Depressionen, weil das damals von der Kollegin mir auch ein starkes, also so ein Thema war, das mich quasi daily so ein bisschen begleitet hat. Und du hast dich artistisch ausdrücken. Ja, sagen. Ja. Voll, das sind so die Komponenten gewesen. Und darum habe ich mich dann dafür entschieden, quasi einen Kursfilm machen über das Thema. So ein bisschen, und eben auch so ein bisschen Stress, Schule, das Gymi. Genau das Thema, das wir jetzt beredet haben, ist auch, um das geht es eigentlich so ein bisschen voll. Aber Leute, Alter, kann ich euch einen Tipp geben bei der Maturarbeit. Etwas, was so unterschätzt wird, dass ich mich wundere, was du dazu auch sagst. Aber du musst ja eine Lehrperson aussuchen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wenn ich da ranten kann. Es tut mir leid, aber ich hatte so eine schlimme Lehrperson gehabt, eine BG-Lehrerin. Und ich weiss auch nicht, ich habe damals nicht gewusst, dass das so relevant ist, dass man muss halt als Schüler jemanden aussuchen dann. Und ich habe bei Kurzfilmen nicht gewusst, auf wer ich muss zugehen muss, ob jetzt Deutschlehrerin oder BG. Und ich habe einfach gedacht, BG macht am ehesten noch Sinn. Und meine BG-Lehrerin hat halt so fest darauf beharrt, dass sie so BG-Lehrerin ist und dass man da jetzt einen Prozess muss sehen und dass ich da, weißt du, sie hat so viel künstlerisch gedacht, so, ja, mach doch einen Stummfilm und ja, und sie hat irgendwie so, die Weisheit mit Löffel gefressen, wie man ja, so schön sagt. Ja, es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil sie hat literally keine Ahnung von Film. Eben, das meine ich. Und sie hat nachher durchgehen, so wie es funktioniert nicht. Ja, sie hat sich voll in ihrem Ego gekränkt gefühlt, dass sie gemerkt hat, dass ich ein bisschen mehr Bescheid weiss in allem. Und das ist so, also wirklich, so ich habe gekühlt im Fall. Wir haben auch Mails hin und her zurückgeschrieben, das war wirklich schwierig gewesen. Darum lieber, ohne Witz, lieber neben der Lehrperson, wo es eigentlich scheißegal ist, weil weißt du, was mich aufgeregt hat? Es hat nachher eine Ausstellung gegeben und mein Film ist ja dort auch gezeigt worden und einfach eine Musiklehrerin ist zu mir gekommen und hat mich so fest geglaubt, sie hat mich gerade ausgezeichnet und so, sie haben einen Sechser gegeben. Und ich habe gedacht, wieso habe ich jetzt einfach die scheiß Lehrerin gehabt und ich eine andere haben? Das ist so fucking unfair. Also sie haben mir nachher einen 5-2 gegeben, ist ja schon gut. Aber ja, also wenn du weißt, es gibt eine Lehrerin, die mir einen 6er gibt und sie hat mich... Ja. Nein, also dort haben wir sicher eine gesunde Differenz gehabt. Und ich schließe mich dort an. Also nehmt euch Zeit, um euch kurz zu informieren. Ja. Aber bei anderen Schülern, alle Lehrer, alle Schüler sind ja bei irgendwelchen Lehrern und alle Lehrer haben irgendwelche Schüler. Also wirklich umfragen, was gibt es für coole Leute. Ich habe meinen Lehrer, der Herr Bastian Ritzmann, glaube ich. Was? Keine Ahnung. Nein, ich weiss gar nicht mehr, wie er heißt. Shoutout geben? Ja, ich hätte mir jetzt ein Shoutout gegeben, ich habe seinen Namen vergessen, super peinlich. Aber nein, ich habe auf jeden Fall er ist mir empfohlen worden. Er war ein mega, mega, mega cooler gewesen. Und es gibt einem nicht nur in Bezug auf die Notenmotivation, sondern auch sonst, wenn du einen Lehrer hast, der die ganze Kompliment macht, macht es einfach alles einfacher. Und vor allem so irgendwo durch sind wir so irgendwelche 17-, 18-jährige Kiddos, so mein Gott, du kannst ja nicht die ganze Zeit runterbretzen, weißt du? Ja. Also so, das braucht es auch wirklich und das kann man auch gerne von sich zugeben. So, ich habe das auch gebraucht, so die Motivation. Mega. Und eben dort haben wir natürlich wirklich komplett andere Erlebnisse gehabt. Also mein Lehrer war mega, mega gut gewesen. Er hat mir eine gute Note gegeben. Und er hat mir die ganze Zeit gesagt, eben, dass ich es gut mache und so. Und ja, darum nehmen wir euch Zeit für nur schon die Entscheidung. Und ein bisschen auf die Originalfrage, wie wir überhaupt zu dem Thema gekommen sind. Ah ja, stimmt. Ich würde wirklich auch eigentlich die Leute ermutigen, um dort etwas zu machen. Ich weiß nicht, so die Maturarbeit klingt immer so wie das Big Thing. Ja. So das mega krasse Ding. Aber in meinem Fall habe ich mega etwas genommen, wo ich mir gedacht habe, das will ich einfach lernen. Und es gibt viele, die bei der Maturarbeit so ein bisschen den Weg nehmen, ich mache einfach etwas möglichst Einfaches, das schnell durch ist. Oder etwas, das möglichst gut ankommt. Wo gut ankommt oder wo man schon gut kann. Und das finde ich in dem Sinn auch okay. Aber ich würde eigentlich die Leute ermutigen, um dort wirklich etwas zu machen, wo man nicht weiss, wie es geht.
wo man aber mega, mega Lust hat, um das zu machen und was einem interessiert, weil du bekommst wirklich einfach Zeit über vor der Schule, um das Projekt zu machen. Und für mich ist es auch wirklich etwas anderes gewesen. Ich weiss nicht, ob ich in der Freizeit das gemacht hätte, Das stimmt. weil irgendwie bist du dann so ein bisschen weniger motiviert, aber wenn du weißt, du musst das auf die Beine stellen und du wärst jetzt sowieso in der Schule, dann bist du eigentlich noch immer ein bisschen motivierter. Du zwingst dich ein bisschen zu dem Glück eigentlich. Genau, und ich habe das Gefühl so, wenn dich etwas wirklich interessiert und du noch nicht so fest über Bescheid weißt, dann mach doch trotzdem das. Voll. Take a leap. Ja, und ich glaube, man hat immer das Gefühl, man muss so fest suchen, aber meistens ist es wie schon vor einem da. Man hat nur das Gefühl, es muss viel mehr etwas Schulisches sein. Also ich weiss nicht, ich habe voll das Gefühl gehabt, es muss irgendetwas, weißt du, weil man gerade eine Lehrperson muss suchen wegen dem Fach, so ich habe das Gefühl, ich muss entweder etwas über Geschichte oder irgendeine Sprache oder keine Ahnung. Und eben, ich bin erst später auf die Idee gekommen, hey, ich kann einfach einen fucking Kurzfilm machen, weißt du, gar nicht so. Bei mir ist es eigentlich wie logisch gewesen, dass es etwas muss mit Video sein, so irgendwie, so ein bisschen. Und bei dir, ja gut, zwar... Nein, bei mir eigentlich nicht unbedingt. Ja, das ich stimmt habe einfach etwas genommen, wo ich dachte, das hätte ich gerne können. Ja, fair. Ja. Und im Fall einfach sonst mal Leute im Umkreis, so frag mal deine Eltern, so, weil die, manchmal kennen sie dich fast besser als du selber. So. Oder wie, du siehst es wie nicht so vor dir. Und Eltern, eben, denen fallen dann so dumme Sachen. Also der Papi wäre genau der perfekt, zum einfach fragen, weil er so random Shit wisst. Ja, fair. Oder? Ja. Genau. Wir kommen im Fall schon zum Thema Matura. Ja. Ein schwieriges Thema. Wow. Ja, also, wie und wann hast du angefangen zu lernen für deine Matura? Also Abschlussprüfung. Ich hätte mich wirklich ein bisschen vorbereiten müssen. Ich glaube schon nicht zu früh. Ich habe mir dort schon ein bisschen Zeit gelassen. Ja. Ich war auch ziemlich selbstbewusst gewesen, dass ich eigentlich die Matur wird schaffen, weil ich eigentlich sehr gute Vornoten hatte. Ja. Aber also musst du trotzdem lernen. Vor allem eben in so Fächern, wo du noch nicht so gut Bescheid weißt, wie zum Beispiel Geografie habe ich glaube zum Beispiel. Und dort musst du auch Zeug neu lernen. Ich glaube, ich habe so... Nein, ich müsste jetzt raten. Also ich glaube, ich sage da gar nicht dazu. Ja. Wahrscheinlich so ein paar Monate. Easy. Also ich kann auch nicht mehr sagen, wie viel Zeit. Ich weiss nur noch, ich bin recht oft in die Bibliothek gegangen mit einer Kollegin. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Das hat mir mega fest geholfen, weil du zu meinen, dich so ein bisschen zwingst und du hockst nicht nur in deinem Loch und irgendwie kann ich mich auch viel besser konzentrieren in der Bibliothek. Also du hast so ein bisschen Quality Time mit der Kollegin und gleich bist du am Lernen und das fühlt sich irgendwie... Ich weiss nicht, also für mich ist das wirklich ein kranker Gamechanger und sie ist... Wir haben das, also Elina, wir sind wir Kolleginnen geworden und jetzt sind wir immer noch recht gute Kolleginnen und können mega oft hustlen. Darum... Da könnte sogar Freundschaft entstehen. Nein, ja, so war das bei mir gewesen. Und sonst, ich weiss gar nicht mehr. Also mein Fehler war so ein bisschen, ich habe für alles eine Zusammenfassung gemacht, aber ich habe nachher mit der Zusammenfassung gelernt. Ich habe das Gefühl, das lange dann. Also ich habe nicht mehr so viel Zeit gehabt, um nachher für die Zusammenfassung zu lernen. Voll. Und sonst weiss ich auch nicht mehr, wie das genau war mit dem Lernen. Aber ja, safe genug früh, Leute. Ja, und ich würde sagen, so ich habe das Gefühl, im 4. Jahr vom Gimmi kennst du dich ja selber ein bisschen. Also es gibt Leute, die lernen 2 Wochen vorher und wenn das Leute erzählen, dann werden nicht irgendwie geschockt, weil ich das Gefühl, es ist auch jeder zu seinem eigenen Tempo. Das stimmt. Und am Schluss gibt es Leute, die lernen eine Woche vor und die bestehen. Und es gibt Leute, die lernen 3 Monate vor und die bestehen nicht. Und das ist die Realität. Ich habe das Gefühl, man muss sich selber einfach genug gut kennen und dann auch nicht irgendwie Druck fühlen, wenn es dann Leute gibt, die das komplett anders machen. Ja. Also wenn du jemand bist, der 3 Wochen vorher lernen kann und das funktioniert für dich, und jetzt jemand erzählt dir, dass er schon vor einem Monat angefangen hat, dann ist das auch nicht allzu schlimm. Ja. Weil es eben halt komplett individuell ist und lasst euch nicht von dem irgendwie einschüchtern, dass es unterschiedliche Lerntempos gibt. Und ich würde sagen, macht euch keinen Druck. Also eben bei mir war auch der grösste Druck, dass ich nicht bestehe und schlussendlich, ich habe nachher, glaube ich, mit 4 Pluspunkten oder so bestanden. Ja, aber so der kein Drucktipp ist irgendwie immer so ein bisschen, ja, so ich weiss, ja. fleischlos. Ja, ich weiss, was du meinst. Aber gleich so. Irgendwie so... Ich hätte gerne mir jemand gesagt, also ja gut, wahrscheinlich ist mir das 1000-mal gesagt, weil das schaffst du aber ich schaffe es halt wirklich so. Also denkt mal an Leute, die in eurer Klasse sind und vielleicht dümmer sind, auch die werden es schaffen. So. Nein, aber es ist for real. An die Dummen, sogar die. Denkt an die Dummen. Die haben es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft heute. Nein. Ja, safe. Also macht euch keinen Druck, wenn eben in 90% der Fälle bringt die Aussage überhaupt nicht. Aber... Sie ist und vor allem, ich habe das Gefühl, es ist einiges einfacher im Nachhinein das zu sagen. Ja, weil du hast dir genauso einen Scheißdruck gemacht. Ja, ich habe genauso einen Scheißdruck gemacht. Ja. Also, ja. Nein, ich stelle mir jetzt sogar vor, wenn ich jemand bin, der jetzt die Prüfung vor mir hat und wir sind so 3 Monate vorher lernen. Ich hätte so gar keinen Bock mehr, mich für eine Matur vorbereiten. Ja, aber schlussendlich ist es so ein bisschen das Gleiche, wie so, wenn du sagst so, alles wird gut.
Ja, ja. Macht der Kreis auch. Ja, ja, das Leben kommt schon, wie es kommt. Ja, ja. Nein, also Ja, wirklich. Macht euch keine Druck. Nein. Also eben, vielleicht findet so ein bisschen das. Ja, ich weiß auch nicht, was gibt es da für Tipps? Oh mein Gott, als ich in meinem Sprachaufenthalt war, in Montreux, habe ich eine ganze Podcast-Folge gemacht zu Tipps für die Prüfung, auch mündlich, schriftlich, zu jedem einzelnen fucking Fach. Also falls ihr ganz genaue Dinge wollt. Also das war ja ein bisschen näher noch gewesen. So, jetzt ist es eben 4 Jahre her so. Also wenn ihr ganz genaue Dings wollt, wie eine Prüfung abläuft und wie man soll sich vorbereiten und etc. Also ich habe eine ganze, jetzt kommt es mir in den Sinn, ganze Podcast-Folge gemacht. Da können wir dann diesen Punkt ja gerade abhaken. Gut. Voll. Jetzt kommt noch das Thema, was nach dem Gymi, Zukunft etc. Hast du gewusst, was du nach dem Gymi machen willst, wo du im Gymi warst? Du eigentlich lange nicht, aber das ist ja voll okay, weil das weiss basically so 70% der Leute wissen das nicht. Und das ist ja voll okay. Ich persönlich habe dann schnell mich eigentlich erkundigt. Also wirklich auch schon in meinem Ende 5. Jahr oder 3. Jahr mit Hure aufpassen mit den Zahlen. Ja. Ich würde sagen, wir sagen einfach, das 3. Jahr ist in dem Sinne 5. Also wir haben Im zweitletzten Jahr. Das müssen wir jetzt nicht mehr erklären, das macht es noch komplizierter. Aber im zweitletzten Jahr habe ich mich, Ende zweitletztes Jahr habe ich mich informiert, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Ich bin eine Person, ich habe gewusst, dass ich nicht direkt studieren will. Einfach weil ich das Gefühl hatte, es passt irgendwie nicht zu mir und ich habe nicht genau gewusst, welchen Studiengang. Ja. Und irgendwie passiert es dann vielen, dass sie sich in ein Studium reinzwängen, Oh, ja. wo ihnen nachher nicht gefällt und nachher bist du irgendwie am gleichen Ort. Also es lohnt sich dort schon, um ein Zwischenjahr zu machen, um sich zu finden. Boah, 100% in der Meinung. Ja, und für mich persönlich hat es zum Beispiel auch mega gut funktioniert mit dieser Way-Up-Lehre. Informiert euch unbedingt, was es für Möglichkeiten gibt. Geht ins BITS. Gibt es, glaube ich, national überall. Hoffentlich. Was haben wir denn? Berufsinformationszentrum. Ja, genau. Und eben, es gibt Möglichkeiten wie zum Beispiel das BIPS. BIPS? BITS. Nein, BIPS. Aha. Das ist wie ein Berufsgang. Dort machst du irgendwie, glaube ich, berufsbegleitend irgendetwas. Was auch immer. Informiert euch. Way Up gibt es auch, das habe ich gemacht. Mega etwas Cooles. Erzählst du noch, was es ist, weil niemand versteht Way Up. Eben, darum sage ich, informiert euch. Nein. Ja, aber sie informieren sich, Voll. indem sie den Podcast hören. Ja. Du bist einfach... Nein, aber ja, es Leute, lohnt sich schon. gibt Nein, aber sorry, es YouTube-Kanäle. lohnt sich wirklich, zum einen Google-Search machen, nachdem, Ja, wenn dich safe, wirklich safe. interessierst. Aber Way Up ist eigentlich, dass du eine 4-Jahres-Lehre in 2 Jahren abschließen kannst, weil du nur fachspezifische Sachen musst lernen. Das ist nur für Maturanden. Also es ist eigentlich maßgeschneidert für dich, wenn du die Matur hast und noch einen Lehrgang als Interesse gehabt hast. Oder hast. Ist einfach eine verkürzte Lehre eigentlich. Eine verkürzte Lehre, auf Deutsch gesagt. Ja. Weil eben, du musst halt so Deutsch, Mathe und so musst halt nicht mehr haben, was mega cool ist. Weil du gehst eigentlich in die Schule für eigentlich nur deine Interessen. Ja. In meinem Fall jetzt der Mediamatiker, also ich habe eigentlich wirklich nur Mediamatikerfächer in der Schule gehabt, nebst dem Wirtschaft und Recht. Also wirklich die meisten Fächer sind eigentlich genau das, was du in der Schule willst haben. Ja. Und nachher gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also the possibilities are endless. Ich finde es sogar eigentlich fast gut, wenn man sich im Gymi gar nicht so festlegt. Ja. Ich habe das damals eben auch einen Druck gefunden von, oh mein Gott, ich muss es jetzt langsam wissen. Und es kommt doch immer die Frage von, was willst du nach dem Gymi machen? Ich habe gesagt, ja, lass mich in Ruhe mit dieser Scheißfrage. Weil ich finde es sogar gut, weil also ganz am Anfang habe ich ja gesagt, ich will Lehrerin werden und ich kann dann nach PH und so. Und ich habe mich so lange auf das verstieft, dass ich irgendwann, also weißt du, dass du gar nie den Freiraum nimmst, um mal überlegen, was will ich eigentlich, weil du halt das Leben lang immer schon darauf gefahren bist, das will ich dann machen. Und irgendwann bin ich eben am Punkt gewesen, wo ich eigentlich so war, irgendwie will ich das doch nicht machen, aber ich getraue mich dann auch fast nicht zum sagen, ich will es doch nicht machen. So, und wenn du das einfach offen lässt und eben vielleicht sogar noch ein Zwischenjahr machst oder 2, dann also ich finde, also ich habe ja 2 Jahre in dem Sinne Zwischenjahr gemacht, ich bin halt Vollzeit selbstständig gewesen und habe ein SRF geschafft und so, aber ich finde, also gut, ich finde, es ist ja wichtig im Zwischenjahr eben sich dort selber kennenlernen. Das kann sein, indem man irgendwo arbeiten, reinschauen geht. Du kannst 1000 Sachen anfangen zu arbeiten, mal so für eine kurze Zeit, wie sagen wir das, temporär arbeiten. Oder du kannst die Welt bereisen, je nachdem, wenn das Cash da ist. Oder falls du Au-pair-mässig kannst du dort Geld verdienen. Keine Ahnung. Aber ich finde, das war so die Phase, wo ich wirklich mich mega gut kennengelernt habe und herausgefunden habe, was ich wirklich will. Weil nach dem Gymi ich bin wirklich nach dem Gymi gewesen, ich will nicht studieren. Ich bin wirklich straight gewesen, ich will nicht, lasst mich alle in Ruhe. Und erst nachher, im Zwischenjahr, habe ich so ein bisschen gemerkt, hey, wow, da gibt es ja einen Studiengang, der ist total spannend. Und dann erst, also den hätte ich nicht gefunden, ich hätte wahrscheinlich
wenn ich hätte müssen studieren nach dem Gimmi, hätte ich irgendwie etwas mega Dummes genommen, wo ich jetzt absolut keine Freude daran hätte. Und jetzt habe ich einen Studiengang genommen, der mir verdammt Spass macht. So. Ja, also ich schließe mich wieder dir an. Ich glaube, es gibt keinen, und ich tue da ein bisschen Tipps weiterleiten, die ich bekommen habe, aber es gibt keinen richtigen Weg, um seine 20er zu leben. Ja. Und ich würde jetzt nicht so tun, ich bin 21, weißt, ich habe keine Ahnung. Ja, aber sie sagen dir gleich, du bist ja noch jung, ja, Alter, und chill mal. schlussendlich bist du 30 und entweder bist unterlebt oder du bist unterarbeitet. Ja. Also du musst wirklich eine Balance finden. Es gibt die Leute, die nachher 20 bis 30 durchhustlen und nachher sind sie 30 und Geld und nachher bist du 30 und hast Geld. Ja. Also du musst wie 20er kannst du dich erkundigen, 20er kannst du herausfinden, wer du bist, 20er kannst du herausfinden, was du gerne machst. Das kannst du nachher, wenn du ein Kind hast oder keine Ahnung, finanziell unabhängig bist, kannst du immer nicht mehr machen. Ja, und du hast viel mehr Verantwortungen, je älter du wirst. Also machen sie jetzt. Geht raus, machen 2 Jahre zwischen, ist mir scheißegal, weißt du? Ja. Anstatt, eben nachher gibt es die Leute, die fangen etwas an und dann gefällt es ihnen nicht, dann sind sie am gleichen Ort. Und das ist auch nicht schlimm. Nein, aber ich meine, so, es gehen unterschiedliche Leute, gehen unterschiedliche Wege und das ist voll easy. So, scheiße auf den Druck von der Gesellschaft, dass sie direkt studieren müssen. Und überhaupt, dass sie studieren müssen. Ich finde, du kannst so viele andere Wege machen nach dem Gimmi. So, es wird dir immer noch gesagt, was willst du denn studieren? So, eben du zum Beispiel, gut, vielleicht willst du noch studieren, aber wie, schon, ja. Du bist jetzt auch nicht gerade studieren, sondern du hast jetzt zuerst mal eine Lehre gemacht. Oder es gibt eben, wie gesagt, auch mega viele, die dann mal reisen oder man könnte einfach irgendwo arbeiten. So, ich finde, es gibt ganz viele Wege, wo alles okay ist. So, scheiße mal auf den gesellschaftlichen Druck und macht mal einfach für den Moment vielleicht das, wo zum mal kennenlernen und was euch Spass macht so ein bisschen. Und ich hoffe, das bedeutet den Leuten auch ein bisschen mehr von anderen Leuten, das zu hören, die ein bisschen jünger sind, weil ich habe das Gefühl, der Tipp hörst immer von 40-, 50-Jährigen, die sagen, es ist alles okay und das wirkt irgendwie so fern. Aber bei uns ist das jetzt alles so... Wir sind gerade mit drin. Eigentlich mit drin oder das Gimmi ist wirklich nicht lange her und ich bin immer noch genau der gleichen Meinung. Ja. Und ich sehe heute noch mit Menschen, die sich Druck machen und irgendwie so anderen so ein bisschen aufs Blatt Papier schauen, wo weiter sind. So, das bringt es wie auch nicht. Du darfst dich wirklich nicht vergleichen. Es ist ja kein Wettbewerb, Alter. Ja, und es ist wirklich 0815 15 Tage so ein bisschen, vergleich dich nicht. Aber es ist auch wirklich, es stimmt auch wirklich. Ja. Weil es gibt Leute, die haben nachher das und das andere nicht. Eben wenn du ein Hustler bist, dann hast du halt bis 30 gearbeitet. Ja. Und nachher bist du noch nie reisen, weißt du? Ich finde, man muss so ein bisschen abwägen, was man für ein Typ ist. Wenn du der Typ bist, der voll Bock hast, um es zu machen und es kommt von dir aus, aber und nicht jetzt von deinen Eltern oder von der Gesellschaft oder so, dann, Alter, du jetzt so. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man eben sich die Zeit nimmt, um herauszufinden, was man wirklich will und das dann machen. So, ja. Und ich glaube, für uns ist das einfach gewesen, weil wir Eltern haben, die das unterstützen. Und falls das bei euch nicht der Fall ist, probiert wirklich euren Eltern zu sagen, wie ihr euch fühlt. Und dass ihr euch nicht sicher fühlt auf einem Themabereich, dass ihr könnt sagen, das will ich fürs Leben machen. Und ich glaube, wenn ihr das klar kommuniziert, dann ist das auch etwas, was sie werden verstehen. Hoffentlich. Ja, weil bei uns ist das wirklich komplett easy gewesen und... Ja, also bei mir schon nicht. Ja, ich glaube, du hast sicher eine Leitung bekommen. Ich habe den Weg freigeschaufelt auf jeden Fall für euch. Also ich habe ja meine Eltern, also unsere Eltern, sind ja eigentlich auch gar nicht happy gewesen, als ich gesagt habe, ich will ein Zwischenjahr machen. Die haben auch das Gefühl, ich muss straight studieren. Ja. Schon krass, okay. Ach, das hast du nicht gewusst? Ja, ich habe gewusst, dass es so ein einen Tag gegeben hat, aber ich habe nicht gewusst, dass es Nein, das ist... Doch, ich habe ja mega kämpfen und müssen... Gut, bei mir war es halt noch so, weil ich gesagt habe, ich will Social Media Vollzeit machen und die sind so, haben das Gefühl, ich mache jetzt einfach gar nichts. Die wird nie etwas. So, ich lande unter der Brücke, Alter. Ja, nein, darum... Ja. Ja. Ja, was haben wir noch? Wir haben eigentlich schon recht gut gelabert. Eben, was kann man nach dem Gimmi machen, haben wir eigentlich auch schon relativ gut gesagt. Einfach vor allem informieren. Also eben, ich war 2 Jahre selbstständig und dann jetzt mache ich den Studiengang Cast Audiovisual Media der ZHDK. Was willst du sagen, was du noch vorhast zu machen? Ja, also ich würde gerne eigentlich jetzt sicher mal ein bisschen arbeiten. Also weißt du, du hast jetzt deine Lehre abgeschlossen? Genau, und jetzt bin ich fest angestellt. Ja. Was eigentlich ein mega cooler Weg ist, bei mir persönlich hat es jetzt keine Lücke gegeben und ich bin eigentlich persönlich auch froh darüber. Ja. Dass ich jetzt irgendwie 3 Jahre später einfach einen EFZ-Beruf schaffe, ist eigentlich unvorstellbar, fast schon. Aber ich würde gerne noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld machen, um das Studium dann auch zu finanzieren. Bei dir ist das ein bisschen ein anderer Weg, weil es andere Wege gegeben hat, um das zu finanzieren. Fair. Also, und nachher würde ich eben gerne eigentlich noch studieren. Bis jetzt auch an der ZHDK. Wir sehen uns zwar nicht mehr. RIP. Aber für mich geht es wahrscheinlich in die Richtung von Visual Communication. Yes. Witzig, um dann zurückzuschauen, ob das wirklich der Fall ist. Ja. Schreib's in die Kommentare. Also kannst du so, wenn der Podcast so 3 Jahre später schaust, kannst du so ein Edit auf TikTok machen. Ich mache so eine Reaction. So also wenn mich da erinnerst, dann machen wir es.
Dann machen wir es real. Wenn mich da erinnerst, dann machen wir es. Was, ein Edit? Nein, nicht ein Edit, aber dass wir irgendwie eine Reaction drauf machen oder so. Ach so, auf also die ganze Podcast? Nein, nicht auf den ganzen Podcast, schlaft das Gesicht ein. Ja. Mit wie vielen aus der Schule haben wir noch Kontakt? Boah. Ja. Aus dem Gimmi... Doch, aus dem Gimmi eigentlich schon. Du sagen, schon, ja? Ja. Also ich würde sagen, ich bin etwa... Ich habe das Gefühl, wenn du in die Sek gegangen bist, obwohl, kannst du auch nicht generalisieren, aber bei mir sind halt viele Kollegen aus der Sek, weil ich dort halt die engsten Freundschaften geschlossen habe. Das ist doch ich habe das Gefühl, okay, das kannst du nicht allgemein, aber hure viele Jungs haben so ihre Kollegen von der 6. Klasse und bei Girls ändert sich das meistens. Ja, das ist auch easy. Ja. Also ich kann lustigerweise, ich bin halt am Schluss im Gimmi der einzige Bub gewesen. Stimmt. In meiner Klasse, ja, darum habe ich halt viele weibliche Freundschaften jetzt noch. Und nicht mehr so männliche Freundschaften vom Gimmi. Mehr so, die siehst du mal und dann ist es hure gut und du tust so ein bisschen Catch-upen, was für mich auch voll cool ist. Catch-upen, also... Aha. Catch-upen, ja, wenn du sagst, dann ist es dumm. So ein bisschen wissen, wie es einander geht und so. Ja. Und das funktioniert für mich mega gut. Also ich finde nicht irgendwie, die Freundschaften sind weniger wert, nur weil du einander nicht so oft siehst. Voll. Das ist oft irgendwie so etwas, wo so ein bisschen... wo man meint, die hat man noch irgendwie nicht mehr, weißt, so nicht mehr gern. Oder, aber es ist einfach so, die siehst du nicht so oft, aber wenn du dann siehst, ist es mega cool und das lange da voll. Ja, bei mir ist so ein bisschen, also bei mir ist lustigerweise eigentlich, habe ich noch Friends vom Gimmi, aber Friends, eben zum Beispiel mit der, wo ich hustle, so mit ihr bin ich eigentlich im Gimmi bin ich nicht befreundet gewesen. Oder ich habe sie schüch kennt, so. Also mir hat sich schon ein bisschen ein Wandel gemacht so vom Freundeskreis, auch wenn es noch Leute vom Gimmi sind, lustigerweise. Ja, und bei mir gibt es halt auch die Leute, wo wenn man es sieht, hat man es gut, aber man ist halt nicht mehr so close, wie wenn man sich im Gimmi jeden Tag gesehen hat. So. Ich habe jetzt schon meine closer Friends, eben zum Beispiel jetzt nur schon vom Studium halt. Es schlägt halt alle irgendwo andere Wege und so, was auch okay ist, finde ich. Und also im ersten Jahr gibt es nicht mehr noch so die Gimmi-Partys, wo du alle so siehst und das Gefühl hast, okay, wir sind der Jahrgang, wo der Kontakt behalten und so. Und irgendwann verfließt sich das teilweise halt so ein bisschen, eben was auch voll okay ist, finde ich so. Die Waren bleiben dann, oder? Ja. Nichts erzwingen. Das ist eine geile Frage. Wie viel Wissen braucht man nach dem Gimmi noch? Boah. Die letzte Frage vor allem. Boah. Ich meine, was heisst brauchen? So, je nachdem. Ja, eben, klar. Ich bin jetzt zum Beispiel 6 Monate auf Lausanne und habe es Französisch gebraucht. Klar. Aber ich hätte 6 Monate nicht können auf Lausanne und hätte es nicht gebraucht. Also, kommt mega drauf an. Ja, kommt darauf an, wenn du jetzt nachher Chemie studieren willst, dann hast du halt Chemie vorher. Und irgendwo durch können wir auch das irgendwie jetzt gar noch nicht so wirklich 100% aussagen, weil wir es ja selber noch nicht wissen. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt vieles, wo man wahrscheinlich auch gerade im Gimmi das Gefühl hat, das brauche ich nie mehr. Und safe, du musst ja nicht mehr Pythagoras anwenden. Aber zum Beispiel so Biologie gibt es viele Sachen, wo ich so nice finde, dass ich das Grundverständnis gelernt habe. Also weißt du, so, dass es, zum Beispiel das mit den Gen oder so, das habe ich auch im Gimmi mega spannend gefunden. Das ist etwas, so im Alltag irgendwie so, wenn man sagt, das Verständnis hat, so hure geil ist, zum das Wissen zu haben. Oder Geografie oder so, dort haben wir hure viel gelernt über Klimawandel und all das. Und das finde ich so hure wichtige Aufklärung. Darum, es hat safe hure viel gegeben, wo ich in dem Moment das Gefühl habe, brauche ich nicht, aber im Nachhinein finde ich es eigentlich geil, dass ich es gelernt habe. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt halt mit der Entwicklung vom Internet und mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz wirst du halt Sachen nicht mehr so brauchen, außer du willst dich irgendwie artistisch ausdrücken, aber gerade so ein Deutsch-Text schreiben, habe ich glaube die letzten 6 Monate nur mit ChatGPT gemacht. Nur schon Mails, wo irgendwie 2 Sätze sind, also weißt und auch Englisch, auf dem Internet kannst du alles übersetzen, Französisch auf dem Internet, also weißt, brauchen ist halt so eine Sache für sich. Ja, muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Oder eben, wenn du die Sprache nachher voll willst lernen, indem du irgendwo eben auf Lausanne gehst oder ich auf Genf, dann ist es ja safe geil, dass du so eine Grundvorlage hast. So. Jetzt kommt gerade da die Feuerwehr, was ist los? Das Stüdauto. Das war im Fall, glaube ich, schon die letzte Frage gewesen. Schon die letzte Frage gewesen? Ja, aber ich glaube, wir haben schon alles beredet. Hast du noch einen Input? Chillet. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe den Tipp irgendwie nicht gut verpacken, weil ich will jetzt nicht, dass so überkommt, macht einfach nichts und chillen, sondern chillen im Sinne von enjoy it, dass ihr könnt lernen, oder enjoy it, super Anglizismus. Findet Spaß drin, dass ihr lernt, findet Spaß drin in den Leuten um euch herum. Ich glaube, das ist ja schwerste am Gimmi, weil du halt so ein bisschen, eben das habe ich ja schon du bist voll im Film, du bist voll im Ja, du wirst halt wie
du verlierst halt die Freude am Lernen, weil du musst lernen, weil deine Zukunft davon abhängt. Ja, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, das Umfeld kann man geniessen und so ein bisschen in die Schule gehst, irgendwo durch auch mega, mega cool. Also, die gehen mal einen Schultag so leben, wie wenn ihr jetzt so seit 4 Jahren nicht mehr in der Schule sind. Und dann einfach können Sie einfacher gesagt als gemacht. Mal, ich habe es mal No-Joke im Gimmi, habe ich mal so richtig so mir vorgestellt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mal, stell dir jetzt mal kurz vor. Ja, jetzt ist ja schwierig. Nein, doch. Du bist eigentlich 30, jetzt hast du dich kurz daher teleportiert und machen wir den Podcast. Vielleicht mit 30 haben wir beide schon Kinder und jetzt bist du gerade unabhängig. 30 hätte ich jetzt eine Träne im Auge. Aber ja. Wieso? Ja, weil ich zurückdenke und so. Aha. Aber jetzt kannst du daher in die Situation und dann gehst du einfach heim zu deinen Eltern, aber eigentlich bist du ausgezogen und hast Kind. Ja. Das ist crazy, ja? Krasse Situation. Ja, so Leute, hey, überlegt euch mal, wenn ihr dann 30 sind und jetzt gehen ihr gerade... Und dann hörst du einfach den Podcast. Mich nimmt es irgendwie hure Wunder, wer nimmt am meisten davon mit, weil irgendwo durch können auch Leute, die all das schon hinter sich haben und die jetzt vielleicht 30 sind, nehmen vielleicht sogar Tipps noch mit. So, weißt, ja, nicht Alter, spezifisch aufs Chemie. Schreibt in die Kommentare, in welcher Position sind ihr. Schreibt in die Kommentare, wie alt ihr sind. Wie alt ihr sind und welche Position. So, habt ihr vor, das Gimmi zu machen? Habt ihr noch nie ein Gimmi gemacht und werdet es auch nie machen? Sind ihr gerade im Gimmi? Sind ihr kurz vor der Matur? Sind ihr kurz vor der Gimmi-Vorbereitung? Sind ihr gerade gleich alt wie mir? Oder sind ihr 50 oder eben 30? Vielleicht sind ihr... gibt es vielleicht auch Eltern, die so überlegen, oh mein Gott, soll ich mein Kind ins Gimmi schicken? Ja, das wäre auch cool. Safe, Alter. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Mamis oder Daddies sind. Gut, ja. Dann würde ich sagen, ist das mit dieser Podcast? Bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Danke Machen vielmals. wir das wie PowerPoint. Wieder mal abschließen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und danke fürs Zuhören. Gut. Ja, danke, bist du dabei gewesen. Es war mir eine Ehre. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Nochmal eine Referenz. Heute haben wir es, glaube ich, gut gemacht mit Anglizismen. Gell? Ja. Also das müssen wir schon noch... Ich schaue jetzt selber. Das müssen wir bitte... Für das bekommen wir ein Like. Sogar, habe ich das Gefühl. Ich glaube, für das bekommen wir ein Like. Es gibt keine Likes. Was gibt's? Es gibt eine 5-Sterne-Bewertung. Für das bekommen wir eine 5-Sterne-Bewertung. Ich kann gerne hinschreiben, nicht viele Anglizismen benutzt, habe alles verstanden. Jeder. 5 Sterne. Ja. Boom. Genau. Gut. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.